So, hallo liebe Freunde, ich bin wieder live für euch da mit lustigerweise einem kleinen Bild. Fenstergröße. Hm. Was ist jetzt nun besser? Ich glaube, die ist besser. So, weiterspielen. Auf jeden Fall. Boah, aber das geht ja gar nicht mit dem Bild hier. Das ist ja voll klein. Das irritiert. Nee, so geht's nicht, Leute. Optionen, Vollbild. So. Hä? Neustart benötigt. Ach so, okay, dann starten wir das Spiel nochmal neu. So. Eieiei, komplizierte Sache hier. So, Kollegin schreibt im Facebook, das ist auch immer schön. So, der Delik. So, jetzt habe ich endlich mal wieder ein großes Bild und irritiert mich nicht so. Ich wünsche euch natürlich... We are back. Hat angekündigt, we are back. Okay. Ich begrüße euch natürlich recht herzlich an einem Freitag. Kurz vor Wochenende. Naja gut, für manche beginnt heute schon das Wochenende, für andere fängt es erst morgen Nachmittag oder am Abend dann, aber bei mir ist auf jeden Fall heute schon Wochenende, obwohl ich morgen noch was Vereintechnisches tun sollte. Aber ich habe Wochenende offiziell. Ja, und beglücke euch mit The Whispered World, dem ersten Teil von Silence. Gestern haben wir ja schon ein bisschen gespielt. Und heute spielen wir doch weiter. So, was mir in der Version mich ein bisschen enttäuscht ist, dass wir keine Tipps bekommen, was das Ziel ist momentan, weil ich weiß momentan gerade gar nicht, was wir tun sollten, beziehungsweise in welche Richtung dass wir gehen sollten. Habe ich das schon? Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung, die, bei der man sowas bleiben lässt. Hallo, du sollst ja nichts aneinander knoten. Nein, das eignet sich wohl kaum als Lunte. Es ist zu feucht. Ah, okay. Habe ich nicht schon genug kaputt gemacht? Nein, du hast eigentlich noch gar nichts kaputt gemacht, aber... Nicht nötig. Meine Situation ist auch so schon verschachtelt genug. Hui, der klingt aber echt deprimiert. Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen... Es ist Ja, eher ja, die, bei der man ist. sowas bleibt. Ja, 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 ist ja. Ist ja. Ist ja. Moment mal. Ich weiß nicht warum, aber könnte ja sein. Nein, das Loch ist verstopft und das ist gut so. Okay. Das Seil ist zu feucht, um zu brennen. Du kannst es am Feuer trocknen. Mann. Also das Seil ist ja schon nass. Dann kann es doch noch nasser werden, oder nicht? Schade. Das Petroleum in der Pfütze reicht nicht aus, um das Seil zu tränken. Hi, heute ist Tag der Sorgen. Ich komme gleich.
Ist nie gut, wenn man am Chatten mit Leuten ist, einen Livestream zu machen. Man ist zu sehr abgelenkt. So, okay, zurück aufs Spielerische. Hier hat es nicht genug Petroleum, um die Lunte zu... Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich... Es ist eher die, Nein, über der das man... wollte ich doch gar nicht so machen, Mensch. Nee, das sagt dann, ist nicht nötig, dass man da Sachen nass macht ins Inventar. Ja, das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Habe ich das gestern nicht schon probiert? Und jetzt? Hey, ich habe die Bomben noch. Im Prinzip würde sich das schon als Lunte eignen, aber es ist ganz feucht. So wird es niemals brennen. Och Mann, du bist doch... Okay, wir brauchen glaube ich eine Lunte, dass das Zeugs brennt. Die Frage ist, brauche ich überhaupt eine eine Lunte, um... Gehen wir da hinten hin und Spotty... Das geht doch nicht. Sie direkt anzuzünden wäre purer Selbstmord. Ich bräuchte sowas wie eine Lunte. Ah. Hi Spider, herzlich willkommen bei mir am Stream. Danke, dass du einschaltest und mitfieberst. So, ich bin immer noch auf der Überlegung, wie ich eine Lunte herbekomme. Ne, eigentlich wie ich das Seil trocken bekomme. Ein Seil kann man immer gut gebrauchen. Okay, das wollte ich nicht wissen. Ich kann das Seil nicht durchbeißen. Ich habe so empfindlichen Zahnschmelz. Ja, okay. Ja. Wie kriege ich jetzt, wie kriege ich jetzt das Seil trocken? Irgendeinen Hinweis brauche ich jetzt. Nur einen. Einen kleinen. Wie wär's? Ja. Hier. Kann ich mit dem... Kann ich mit Spotty irgendwas mit den Pilzen machen? Nicht jetzt, Spot. Wir können immer noch Pilze grillen, wenn die Welt untergegangen ist. Entschuldigung. So. Ah, bist schon. Spot ist gut im Pilze suchen. Dummerweise frisst er sie immer alle selbst auf. Ja, dann friss doch. Spot ist gut im Pilze suchen. Mann, du bist doch ein Klon. Clown meine ich. Schau nicht so gierig. Du bekommst heute nichts mehr zu essen. Sieh dich doch nur an. Du wärst fett. da,
Sieh dich doch nur an. Ja, ist gut. Mensch, du bist gemein zu dem. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Natürlich. Das hatten wir allerdings gestern schon. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Aber warum denn nicht? Dann Nein, danke. sprich. Diese Pilze riechen nicht wie irgendetwas, das man essen sollte. Ach Mann. So, wir gehen nochmal in die Höhle rein. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht, Ich stelle fest, dass ich keine Ahnung habe, was das für ein Ding ist und wie man es benutzt. es ist ein Licht und du sollst es gar nicht benutzen. Ich bin nicht so verzweifelt, dass es ist dir lieber... Ja, du sollst dir das auch nicht zusammenfügen, sondern du sollst das hier nehmen und... Ich stelle fest, dass ich keine Ahnung habe, was das für ein Ding ist und wie man es benutzt. Oh ja, Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktive Ader auszuleben. ach so. Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um... Ja. Oh, die Askil waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich glaube nicht, dass ich das Tier auf diese Weise aus dem Stein befreien könnte. Und ich probiere es auch lieber gar nicht erst. Ich sollte nicht gleich alles zerstören, nur weil ich es nicht verstehe. Wenn es so wäre, hätte ich viel zu tun. Da hast du allerdings recht. Nein, ich will mein Kunstwerk nicht kaputt machen. Ja, das Kunstwerk dem Fisch zeigen? Mein Monster wirkt dagegen wie ein Kuscheltier. Nö, okay. Ich stelle fest, dass ich keine Ahnung habe, was das für ein Ding ist und wie man es benutzt. Moin, Rocksplash. Wie geht's dir? Los, Spot, du gehst vor. Was ist? Blöde Raupe, was bist du nur für ein Feigling? Ich brauche irgendwo einen Tau. Oder eine Möglichkeit. Komm. Jo, kann auch nicht klagen. Ich bin hier bei dem Spiel wieder dran und es wird immer wie kniffliger irgendwie. Spot. Und Pfui, ja, denk ich nicht einmal habe dran. ein bisschen privat noch viel zu tun, so gesehen, aber also chat-technisch meine ich jetzt, unterhaltungstechnisch, aber ist alles okay. Alles okay. Aus, Spot, pfui, denk nicht einmal dran. Warum denn nicht, Mensch? So. Irgendwas muss ich mit dem Schädel tun, aber nur was? Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Ah, ich schon. Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos... Es ist Ja. lieber der... Das wollten wir doch gar nicht. Ein Schädel mit spitzer Mütze? Es gibt wohl kaum etwas Alberneres. Na hopp, dann mach. Kann ich da vielleicht etwas... Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Nein, Ich lasse ihm lieber seine... Wenn ich tot wäre... Ja, wenn du tot wärst, würdest du deine Ruhe wollen. Habe Die ich schon... Grundausstattung eines Abenteurers. Jetzt fehlt mir nur noch Mut, Geschicklichkeit und ein guter Plan. Beides haben wir nicht. Er hat sein Grab bereits gefunden. Stimmt doch gar nicht. Nein, Irgendwas übersehe ich, Leute. Irgendwas. ich glaube nicht, dass ich das Tier auf diese Weise aus dem Stein befreien könnte. Und ich probiere es auch lieber gar nicht erst. Irgendwas übersehe ich. Nur was?
warte mal. Die Grundausstattung eines jetzt fehlt. Ja. Genau. Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Nein, ein Pilzmiller auch nicht. Eieiei. Also die Pilze sind, glaube ich, für den Fuchs. Wir gehen nochmal in den Zirkus zurück. Sprechen mal da mit Ben. Vielleicht hat der einen neuen Input. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Ich fürchte, ich habe etwas ganz Dummes getan. Ich muss euch verlassen. Weißt du, wie man öfter... Ich fürchte, ich habe etwas ganz Dummes getan. Schon wieder? Was ist es diesmal? Hast du etwas kaputt gemacht? Schwer zu sagen. Ich glaube noch nicht so richtig. Dann will ich davon auch gar nichts wissen. Aber Gib schon Ruhe. Du siehst doch, dass ich übe. Okay. Jo. weißt du, wie man auf diese Insel in der Mitte des Sees kommt? Zur Insel? Was soll denn das jetzt schon wieder? Sag mir doch einfach, wie ich da hinkomme, okay? Kleine, nervige Brüder, die ihren Kanonentrick nicht beherrschen, kommen nirgendwo hin. Ja, super, danke. Toller Beitrag. Denn mit dem Kanonentrick kann man sich ja überall hin katapultieren, nicht wahr? Wenn du weiter so nervst, katapultiere ich dich gleich wohin. Schon gut. Ach, die Bald wirst Insel du am eine besten. ganze Weile Ruhe vor mir haben. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Ich muss euch verlassen. Hä? Wie meinst du das? Es ist etwas passiert. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe langsam die Nase voll von deinen Fantastereien. Was ist denn diesmal los? Geht die Welt etwa wieder unter? Diesmal ist es anders. Tu mir einen Gefallen und verschone mich mit diesem Unsinn. Ich gehe trotzdem. Ja, genau. Und wenn ich die Welt dann vom Untergang rette, werde ich das Stück, auf dem du stehst, aussparen. Der kleine Süße. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Tja, nimm dir einfach ein. Gibt es etwas zu tun? Habe ich es dir nicht schon gesagt? Am besten, du probst als nächstes deinen Kanonenkugeltrick. Oder du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du Moment jemanden, der mal. sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Ich habe eine Bis später. Idee. Ja, Die ist bis mir erst bald. jetzt in Und den denk Sinn dran, immer gekommen. lachen. Immerhin bist du ein Clown. Der hat doch hier Petroleumsuppe. Und in der Höhle ist zu wenig Petroleum, um das Ding einzudunken. Und da hätten wir doch Gute genug. Idee. Ha! Ich bin gute. Endlich ist die Petroleumsuppe mal zu etwas Nutze. Mal abgesehen davon, dass sie die Wölfe fernhält. Ja. Okay. Gut, jetzt haben wir... Gut. Okay, weiter. Komm, renn. Ich weiß zwar noch nicht, wozu das so gut sein soll, wenn wir den Baum in die Luft sprengen, aber... Ja. Ich bin mal gespannt. Wo ist jetzt der Baum hier? So. So, wir nehmen das Zündschnur und packen es dahin. Jo, das war die Petroleumsuppe. Das ist als Lunte genau das Richtige. Wait, und jetzt brauchen wir Feuer. Und das schaffen wir mit unserem Spot. Auf geht's, Spot. Zeig, was du kannst. Und jetzt wird's gleich laut. Und jetzt nichts wie raus hier. Ja, dann hau. Ich hau lieber ab. Was passiert denn jetzt? Ah. Ah. Wir haben keine Explosion gesehen. So groß ist der See gar nicht. Wenn ich schwimmen könnte, wäre es fast ein Versuch wert. Aber ich fürchte, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Das ist von hier oben betrachtet, sieht es... Aber wie soll ich...
Ja, ja, komm, nochmal Das von ist die Anfang an. Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Loch, Baum. Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Ja, ja, ist klar. Toi, toi, toi. Warum mache ich das nur? Das hat noch nie geklappt. Und mit dem Baum sprechen. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Aber du hast es vermutet, dass es Spaß macht. Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Ja, ja. Jetzt nehmen wir die Hose. Der Gedanke ist vielleicht absurd, aber die Hose ist eigentlich groß genug und aus Segeltuch. Sie würde gar keinen schlechten Fallschirm abgeben. Ah, okay. Vielleicht könnte ich die Hose als Fallschirm benutzen, aber wenn ich einfach so von hier abspringe, würde ich es nicht einmal zum See schaffen. Naja, wäre eine Idee gewesen, oder? Wenn Rocksplash, Hosting, yeah, dankeschön, lieber Rocksplash. Wenn Opas Geschichten stimmen, dann hat diese Hose schon so einige Explosionen überstanden. Jetzt bin ich hier oben. Was bringt mir das jetzt? Bin hier oben und jetzt? Jetzt habe ich ein Loch. Kann ich auf den Baum? Wenn ich so abspringe, dann... Nee, nicht zum Zirkus. Geh nochmal in die Höhle. Und jetzt da rein. Also die Pilze sind nur Dekoration da und... Mal mit dem Fisch sprechen. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht versucht. Bleib schön auf deiner Seite der Wand, hörst Ah, du? doch, habe ich. Die Augen waren ja schon gruselig, aber das hier? Kann ich hier im Baum bei der Pfütze? Na klar. Nee, also klar ist es noch nicht, aber ich probiere es mal. Ein Kanonenrohr bauen, quasi, wo uns dann Ja, nach oben... das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Aha, okay. Hier fehlt nur noch Feuer. Okay, und Spotty hat Feuer. So, Auf jetzt mal geht's, Spot. probieren. Zeig, was du kannst. Und jetzt nichts wie raus hier. Jetzt hier mit... Ne. Nun aber schnell. Nicht rumtrödeln, Sedgwick. Die Lunte brennt schon. Schnell, Spot, komm her. Es geht los. Okay. Mann. Oh je. Nee, stalken möchte ich nicht. Wo bin ich jetzt hingeflogen?
Okay. Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die den Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitt Sedgwick der Insel entgegen. In der kalten Luft der hereinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit. Was? Wo bin ich? Oh nein, In nicht schon deinem wieder Traum. dieser Traum. Bin ich etwa eingeschlafen? Du warst nie wacher als jetzt. Wie meinst du das? Was willst du von mir? Ich will, dass du deine Bestimmung erfüllst. Diese Welt muss durch deine Hand zerstört werden. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Im Gegenteil, hörst du? Wehre dich nicht dagegen. Sonst wirst du zusammen mit dieser Welt zugrunde gehen. Nein, du lügst. Das ist alles nur ein Traum. Ich will, dass es aufhört. Ich will aufwachen. Ja, Sedgwick, es ist an der Zeit. Erwache! Was? Okay. Autsch. Und Rock Splash, bei solchen Spielen ist es doch interessant, wenn man selbst draufkommt und Was? rum versucht, das im Internet die Wo Lösung bin zu ich? suchen. Augenscheinlich bin ich schon auf der Insel gelandet. Und das ohne mir dabei das Genick zu brechen. Es muss eine extrem langweilige Landung gewesen sein. Ich habe sie vollkommen verschlafen. Wie spät es wohl ist? Hey, du da! Hallo, mein kleiner Freund. Was ist denn das für ein Kostüm? Bist du etwa ein Clown? Ich bin Schausteller. Also ein Clown. Was verschlägt denn einen Clown wie dich an diesen freudlosen Ort? Ich muss nach Corona. Zum Schloss des Königs. Egal woher du kommst, du bist in die falsche Richtung gelaufen. Von Nein. dieser Insel aus führt kein Weg weiter. Dann hat Shana mich in eine Sackgasse geführt? Na wunderbar. Und was mache ich jetzt? Den Lichtern folgen. Ich muss Khalida finden. Khalida? Nun, du hast sie gefunden. Wie meinst du das? Wo? Bist du etwa Khalida? Ich? Nein, aber ich bin ein Teil von Khalida. Ich verstehe kein Wort. Man muss nicht immer alles verstehen, um richtig zu handeln. Musst du unbedingt in Rätseln sprechen? Ich brauche wirklich dringend Hilfe. Ja, ich muss verhindern, dass Ich muss die Welt verhindern, dass untergeht. die Welt untergeht. Muss das nicht jeder von uns? Die einen, Nein. indem sie etwas tun, die anderen, indem sie etwas bleiben lassen. Ja, mag sein. Aber ich muss es wirklich tun. Nicht auf so eine metaphorische Wischiwaschi-Art und Weise. Ich sehe, dass du voller Sorgen bist, kleiner Mann. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Suche. Khalida zu wecken ist nicht ungefährlich. Vielleicht wird sie dir am Ende helfen, die Insel zu verlassen. Aber bedenke, dass auch du ein Teil von ihr bist, solange du hier verweilst. Was? Hä? Hey, warte noch. Wie meinst du denn das alles? Hallo? Ich habe Ja. da das ganz miese Gefühl, dass die Suche nach Khalida länger dauern könnte. Quatsch. Mast. Nimm den Mast mit. Mast mitnehmen. Keine Chance. Der Mast ist zwar morsch, aber ich bin auch schwach. Muss der Spot wieder dran? Kannst du diesen Mast für mich abnagen? Ach, plötzlich hast du keinen Hunger mehr, oder was? Aber vielleicht abfackeln. Wer weiß. Dafür ist der Mast zu feucht. Ah, bei dir ist alles irgendwie... Entschuldigung. Oh! Wir haben kein Inventar mehr. Dann müssen wir Kerzen nehmen. Oh. Vielleicht. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Okay, und die erinnert sich auch an deine Mutter, Wozu oder wie? bräuchte irgendjemand 5 Hände? Ich bin mit meinen 2 ja bereits überfordert. Wo er recht hat, allerdings, ne? Unser Set weg.
Hier steht etwas eingraviert. Khalida hat Ohren im Wasser. Aha. Blasen. Ohren im Wasser. Was sind das nur für Blasen im Wasser? Gibt es hier heiße Quellen oder so? Zurückschwimmen steht ganz unten auf der Liste meiner Optionen. Irgendwo zwischen Freitod und Weltuntergang abwarten. Aha, okay. Ich bevorzuge stilles Wasser. Mit Bums? Feuer. Feigling, seit wann bist du denn wasserscheu? Seitdem er brennt. Du könntest zurückschwimmen und Hilfe holen. Na los, worauf wartest du? Nee, so wollte ich das eigentlich nicht. Mit der Statue sprechen. Weißt du, wo Khalida ist? Bemühe dich nicht. Bravo. Ich finde es auch so raus. Ja, irgendwie zeigen die dahin, ne? Die Kerzen soll ich da lassen. Die Blasen habe ich. Von mir? Was für Sprüche denn? Kaputte Schaufel. Naja. Und den Stiel für die Schaufel hätte ich ja schon eigentlich gefunden. Den kriege ich aber nicht. Ich lasse sie lieber hier. Sie Ja, erinnert... ist gut. Erinnere dich an deine Mutter. Oh, noch Seil. Na, komm. Nein, keine Chance. Das Seil ist zu fest verknotet. Ohne ein passendes Werkzeug komme ich hier nicht weiter. Na, ich würde das Seil, ehrlich gesagt, auch nicht unbedingt abhauen, weil sonst ist die Brücke am Arsch. Die Schaufel ist zu stumpf, um das Seil zu durchtrennen. Ich brauche was Schärferes. Na klar, mein Messer, wo ich vorhin dabei hatte, zum Beispiel. Wir beschauen das Dorf. Die Insel scheint bewohnt zu sein. Von hier aus wirkt alles ganz ruhig, fast schon idyllisch. Von hier aus schon. Mal schauen, wie es jetzt ausschaut, wenn wir da... Ja genau, packt das Dorf ein. Mann, alles diese Kerzen. Und wie hieß es vorhin mal? Nee, das letzte Mal, also gestern, Folge den Lichtern, ne? Also die... Die Lichter weisen dir den Weg. Und überall, wo eine Glocke ist, muss ich Ohne das klingeln. Glockenseil kann ich das wohl getrost vergessen. Glockenseil. Glockenseil. Schon wieder so eine gemeine Anspielung auf ein Seil. Okay, ich komme hier aber nicht jetzt. Okay, ich brauche das Seil. Ich brauche das Seil. Ich brauche das Seil, sonst komme ich nicht weiter. Und das Seil kann ich nur abtrennen, wenn ich was Spitziges habe. Und ich habe aber nur eine Schaufel. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Ja, Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. ja, aber auch nur vielleicht. Die Schaufel ist nicht dreckig, sie ist kaputt. Ach so. Ich bevorzuge still. Spot scheint gar kein Heimweh zu kennen. Nö, der kennt nur dich. Kannst du diesen Mast für mich umschubsen? Ach, du bist so ein Schwächling, Spot. Also abwackeln geht nicht, aufessen geht nicht. Also abnagen. Kannst... Ach, plötzlich... Nee, essen wieder nicht, abnagen geht nicht. Ich wette, Spot kann größere Blasen machen. Aber ich bin nicht in der Stimmung, das auszuprobieren. Aber ich, mach! Ich wette, Spot kann... Aber ich bin nicht in der... Mann, oh. Also Feuer bringt nichts. Normale Größe? Du könntest zurückschwimmen und Hilfe holen. Na los, worauf Nein. wartest du? Nein, 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 Cedric.
Cedric. Zurückschwimmen steht ganz unten auf der Liste. Irgendwo zwischen... Du sollst ja nicht zurückschwimmen, du sollst... Hm. Wozu bräuchte irgendjemand 5 Hände? Ich bin mit meinen 2 ja bereits überfordert. Ich brauche ein Seil. Das ist sicher... Ah, Mann. Das sind immer so dämliche Rätsel hier. Ach Mann, nimm mal den Spot. Und das Seil. Hey Spot, kannst du das Seil für mich durchbeißen? Nicht frech werden, junger Mann. Ein einfaches Nein hätte auch gereicht. Nicht frech werden. Ach, herrlich. Ich lasse Spot lieber nicht versuchen, das Seil durchzukokeln. Am Ende fackelt er noch die ganze Brücke ab. Und dann sitzen wir hier auf alle Ewigkeit fest. Das kann ich Spot wohl kaum in die Schuhe schieben. Nicht? Ein Versuch ist ja wert. Die Kerzen noch. Sie brennt noch. Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Oh, das sollte ich jetzt nicht daran erinnern, wie deine Mutter war, sondern... Ah. Ich weiß ja nicht wieso, aber ich mache jetzt einfach Gute mal Nacht, die Kerzen aus. Und jetzt? Willst du? Ich bevorzuge stilles Wasser. Ich habe jetzt alle Kerzen ausgemacht. Bringt das was? Weißt du, wo Kalida ist? Bemühe dich nicht. Ich finde es auch macht so er schon. raus. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Kerzen ausblasen muss. Irgendeinen Grund muss es ja haben, warum? Hä? War das? War das vorhin auch schon da? Hä? Ich glaube, ich spinne langsam. War das vorhin auch schon da, Leute? Habe ich vorher nicht gesehen. Wieso habe ich denn das nicht gesehen? Ob hier wohl Kalida wohnt? Wahrscheinlich nicht. Würde mich ja wundern. Verschlossen. Ja. Glaubst du, die lassen all Hallo? die Türen Jemand auf? zu Hause? Keiner da. Nö, aber ich habe gesehen, dass wir jetzt da weiter hochkommen. Und auf dem Weg dahin. Und du hast nichts gesagt, Rocksplash, und lässt mich hier blöd rumsuchen. Ach, du bist aber gemein. Nee, ich bin einfach nur dumm, dass ich es nicht gesehen habe. So. Hallo. Was? Wer? Ein Clown? Was willst du denn hier? Mein Name ist Cedric. Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Ja, sehr lustig. Aber gib dir keine Mühe, kleiner Clown. Du kannst mich auch nicht mehr aufheitern. Aber versuchen kann man es ja. Wer bist du? Mein Name ist... mein Name ist Bando. Wie? Bando. Hä? Bando. Bando. Waldo? Bando!
Mein Name ist Bando. Zum Kehricht noch eins. Ich bin Bando. Bando, wie oft hab ich dir gesagt, dass du Ruhe geben sollst? Jetzt schau nur, was du angerichtet hast. Wir haben den Boss geweckt. Er wird mich bestimmt wieder Strafrunden laufen lassen. Warum denn so Warum denn so betrübt? Macht dir auch das Ende der Welt zu schaffen? Der Gedanke, dass bald alles vorbei sein könnte? Ach nein. Darüber sollen sich mal lieber andere den Kopf zerbrechen. Soll das Ende ruhig kommen. Hier ist ohnehin schon alles erledigt. Tja, ja, es gibt nichts mehr zu tun. Ah, ja. Ich suche Khalida. Wen suchst du? Khalida? Du bist schon ein Clown. Wieso? Was ist daran so seltsam? Nein, warte. Lass mich raten. Khalida ist tot? Oder es gibt sie gar nicht? Nein, Khalida existiert. Aber du solltest sie besser in Ruhe lassen. Wo finde ich Khalida denn jetzt? Ich Keine sagte Zeit. es doch schon. Du solltest Khalida lieber nicht stören. Am besten verhältst du dich ganz leise, um sie nicht zu wecken. Ich soll sie nicht... Was? Wecken? Also ist sie ein Morgenmuffel. Na und? Was kann da schon groß passieren? Sie wirft mit Kissen und schimpft über den Kaffee? Ja. Oder sie bäumt sich zu ihrer vollen Größe auf und verwüstet das Dorf. Glaub mir einfach. Du willst Khalida nicht aufwecken. Ich bin mir da langsam auch nicht mehr so sicher. Ich schon. Ich muss Khalida finden. Die Welt geht sonst unter. Mach, was du denkst. Aber ich werde dir bestimmt nicht helfen. Ich will keinen Ärger. Und ich will auch nicht schuld sein, wenn großes Unglück über uns hereinbricht. Moment mal. Das will ich auch nicht. Dann lass Khalida schlafen. Wie meinst du das? Es gibt nichts zu tun. Es ist hier sehr still geworden, seit der Boss die Fabrik geschlossen hat. Die Fabrik? Früher wurden hier Perlen gepresst, aber die Produktion wurde eingestellt. Warum? Nun, der Boss hat sein Ziel erreicht. 10.000 Perlen. Und jetzt hat er Angst, dass er alles wieder verliert. Am meisten fürchtet er sich davor, dass jemand Khalida weckt. Er ist richtig paranoid. Keinen Mucks darf ich mehr von mir geben. Wieso redest du denn? Früher war das anders. Da habe ich die tollsten Arbeiten erledigen dürfen. Ich habe das Nebelhorn im Schreihaus geblasen. Und immer, wenn es Mittag wurde, durfte ich die Glocke läuten. Es schallte über die ganze Insel. Das Tollste war aber die Arbeit in der Fabrik. Heiße Luft, dichter Qualm und über allem der Lärm wuchtiger Maschinen. Rums, Kawums. Bando, was ist denn da unten los? Sei gefälligst leise oder willst du, dass Khalida aufwacht? Je. Aber du darfst Siehst du, was ich rumschreien. meine? Die guten alten Tage sind vorbei. Ach ja. Da oben darf rumschreien, aber Pando muss leise sein. Was ist denn das für eine... Aber Kirchenglocke, irgend so ein Horn und die Maschinen der Fabrik. Ne? Behalte das mal im Hinterkopf, wegen deiner... Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Wie war das noch gleich mit dem Schreihaus? Das waren Zeiten. Immer, wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. Tetere! Bando wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. Tetere! Bando, wie oft muss ich es noch sagen? Verhalte dich gefälligst ruhig. Der Boss gefällt Diese mir. Zeiten sind vorbei. Ich will einfach den Boss noch ärgern drum. Wie Wie war war das das nochmal nochmal? mit der Fabrik? Ach, das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war das Allerschönste, in der Hitze des Hochofens Kohle zu schaufeln. Über mir
Der ohrenbetäubende Lärm der Perlenpresse. Bam! Boom! Sieh her, Mutter Natur! Hier wird mit Muskel und Maschinenkraft dein Meisterwerk übertroffen! Bando, ich warne dich. Nichts hält ewig. Komm, die Glocken müssen wir auch noch. Wie war das nochmal mit der Glocke? Das waren Zeiten. Jeden Mittag, wenn es Essen gab, lief ich zum Dorfeingang und läutete die Glocke. Der Schall war über den ganzen See zu hören. Dong! Dong! Hört her, Bewohner des Sees! Bando sagt euch, es ist Mittagszeit! Legt euer Tagewerk beiseite! Nun wird gegessen! Dong! 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 Bando, noch eine weitere Störung und ich dreh durch. Aber das war einmal. Also, mich würde es ja jetzt wundern, ob, wenn wir nochmal das Glockendings würden machen, ob der Chef durchdreht oder ob er den gleichen Spruch nochmal macht. Aber ich probiere es nicht aus. Könntest du nicht etwas Neues erlernen? Was Neues? Klingt aufregend. Was denn? Marktschrei. Opern singen, ja. Oh je, du könntest Trommler werden. Du könntest Trommler werden. Trommler? Ich wäre bestimmt ein sehr guter Trommler. Ich könnte die Pauke in einem Orchester spielen. Alle würde ich übertönen. Und die Cellisten bekämen meinen Schlägel zu spüren. Das Publikum würde johlen. Bando! Bando! Ich höre sie schon rufen. Bando! Bando! Gib endlich Ruhe! Weißt du Das was? ist gut. Ich glaube, ich lasse es lieber bleiben. Ich glaube nicht, dass Ruben damit einverstanden wäre. Du könntest in den Straßenbau? Straßenbau gehen. Die Idee ist nicht schlecht. Die Straßen müssten hier wirklich mal befestigt werden. Und wer könnte das besser als ich? Pflasterstein für Pflasterstein müsste in die Erde geschlagen werden. Bam! Bam! Hör her, Welt! Diese Insel hat schon bald eine neue Straße. Und der Straße wird eine Brücke folgen. Und nach der Brücke kommt ein Tunnel direkt nach Corona. Dann wird endlich wieder ein Straßenbaumeister das Land regieren. Ein Hoch auf Bando, den Straßenbaumeister. Hip, hip, hurra! Bando! Ich verliere allmählich die Geduld mit dir. Oh, da ist wohl die Fantasie mit mir durchgegangen. Ach, nur ein bisschen. Du bist immer so emotional bei deinen Äußerungen. Das ist ja herrlich. Okay, Du könntest Marktschreier. Marktschreier werden. Marktschreier. Wow, ich wollte schon immer Marktschreier werden. Schon als Kind, mit einem Korb voller Birnen, lief ich durch das Dorf und brüllte: Äpfel! Äpfel! Ich weiß nicht einmal warum. Es waren ja Birnen. Aber das störte mich nicht. Äpfel! Rief ich. Kauf bei Bando! Bei Bando! Dem tollkühnen Marktschreier! Äpfel! Äpfel! Bandos explodierende Äpfel! Bando! Ich hab die Nase
Nase voll von deinem Lärm. Ui, oh je, ich muss wohl lernen, wo meine Grenzen sind. Okay, Du könntest Opernsänger Opern vielleicht? singen. Warum eigentlich nicht? Ich habe das Aussehen und ich habe das Talent. Die Frauen lägen mir zu Füßen und die Männer beneideten mich. Ein Glas nach dem nächsten würde ich zersingen. Wow, klirr. Operngläser, Wassergläser, ja, sogar die Kuppel des Firmaments würde ich einsingen. Bando, muss ich denn immer erst wütend werden? Banause. Also, Rockstar, du hast schon recht mit der mit dem Synchronsprecher von Pando. Der tut mir allmählich auch leid. Was der da, was der für eine Energie in die Stimme investieren musste, nur um das so zu identisch zu bekommen, wie das zurzeit klingt, das ist ja einfach abartig. Der Synchronsprecher tut mir echt leid von Pando. Wir können einen Du Zirkus könntest einen aufmachen. Zirkus aufmachen. Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir deinen Fummel so ansehe, ich will mich ungern zum Gespött der Leute machen. Du müsstest ja nicht unbedingt Clown werden. Stimmt. Ich könnte auch in die Löwendressurnummer. Der Dompteur hätte es sicher nicht einfach mit mir. Bando, noch ein Ton und du kommst wieder in die Kammer. Was zum Teufel ist denn da unten los? Nichts, Ruben. Oh, Mir gehen die Ideen aus. halb so mir auch. schlimm. Ich hatte die Hoffnung ohnehin schon aufgegeben. Ja, diesen Effekt habe ich manchmal auf die Leute. Gibt es noch einen anderen Weg von dieser Insel runter? Ich fürchte nein. Aber bleib doch ruhig. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Außer natürlich Gesellschaft. Also das stimmt. Viele Leute wohnen nicht gerade auf der Insel. Und Lebensfreude? Ja, die hält sich auch in Grenzen. Die Freiheit, überall hinzugehen. Ja, okay. Wir haben vielleicht nicht alles, was wir brauchen. Aber dafür haben wir den ganzen Rest. Ich wollte jetzt gerade noch was sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Ach ja, genau. Cedric weiß auch nicht, was er will. Zuerst will er auf die Insel, jetzt will er wieder von der Insel weg. Das ist ein komischer Clown, echt. Wer hat dir das Sagen? Das ist Ruben. Ihm gehört die Insel. Du findest ihn im Haus auf der Bergkuppe. Auf der Bergkuppe? Ja, ganz oben. Hey, hey, kleiner Mann. Ich dachte, du willst die Welt retten. Da musst du schon mal deinen Hintern hochbekommen. Ja, ja, schon gut. Ohne Fleiß kein Preis, nicht wahr? So ist es. Am Ende wird es sich bezahlt machen. Bezahlt machen? So sieht es aber nicht gerade aus. Ganz im Gegenteil. Jeder Schritt bringt mich einfach nur näher und näher ans Ende. Und bei jedem einzelnen Schritt immer wieder die Angst, dass mein Traum wahr wird, dass der Boden nachgibt und die Welt unter meinen Füßen zusammenfällt. Auf der Spitze des Berges, sagtest du? Ja, ganz oben. Prima, danke. Ja. Und von da ganz oben kann der immer da runterschreien und Pando sagen, er soll still sein. Da ist doch der Anführer schon Bis später. Ja, lauter bis als bald. Pando Aber hier jetzt denk war. dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich, Bando! Ruhe da unten! Halt, Freundchen. Der Schlüssel bleibt schön hier. Ruben hat mir aufgetragen, ihn gut zu verwahren. Und auf Bando ist Verlass. Und die Blumen? Ich lasse sie besser, wo sie ist. Bei mir gehen Blumen immer sofort ein. Ben sagt, es liegt in meiner Ausstrahlung. Ach komm.
Spot soll keine Blumen essen. Er muss danach immer aufstoßen. Oh, okay. Guck mal, Spot, ein Schlüssel. Hey, ein bisschen mehr Enthusiasmus, wenn ich bitten darf. Herrlich. Wir machen mal die Tür zu, es zieht. Oh, Mausloch. Zahn. Also den Zahn kann ich doch sicher mitnehmen. Ups. Das Mausloch kann ich sicher Das anschauen. Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. Die Leiter nehme ich mit. Darf ich mir die Leiter ausborgen? Natürlich. Ich benutze sie sowieso nicht. Ne, Groß bist auch zu genug? schwer. Höhenangst. Ah, Lol. Okay. Und die Leiter ist im Inventar. Okay. Da ist eine Maus. du hast ja Mäuse. Tue ich nicht. Würde ich sie sonst bei mir wohnen lassen? Ja. Auf diese Weise würde ich die Maus nur verscheuchen. Ich bräuchte eine Art Köder. Was habe ich denn jetzt hier? Leiter. Ich habe noch keinen Köder. Ein Schlüssel. Wir gehen mal hier hinten durch. Oha. Schraubstock. Kann ich da... Die Schaufel ist kaputt. So lässt sich damit wenig anrichten. Okay, dann die Schaufel hier. Ich glaube, die Schaufel kann ich auch ohne Schraubstock reparieren. Ich bräuchte nur einen passenden Stiel. Okay. Ja, ist ein Spiel, da passt alles irgendwie lustigerweise überall rein. Also, ne, Nein, das muss ist, nicht repariert werden. wie soll ich sagen, das ist, ne, kaputtes Zahnrad. Maschinismus. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Tür. Schalter. Nichts. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Jo. Welche Tür? Ach, die Tür. Was da wohl drin ist? Eine Trickfalle? Ein Tiger? Das Tor zur Hölle? Es könnte alles sein. Ja, mach trotzdem mal auf. Was war das? Ein Vogel? Was hatte der denn hier drin verloren? Hast du einen Vogel gesehen? Hallo nochmal. Ach, du schon wieder? Was kann ich noch für dich tun? Wieso sind eigentlich alle nicht so helle begeistert, wenn ich komme? Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Was sind das für Vögel? Ich mag die Yakis. Sie singen so schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen, aber Ruben hat es mir verboten. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, dass ihr Gesang Khalida wecken könnte. Deswegen Ja. erlaubt er auch, dass Mulachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Ups. Das Licht der Kerzen also. Ups. War ich nicht derjenige, der alle Kerzen auf der Insel ausgepustet hat? Bis später. Ja. Bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ja. 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 War das jetzt ein Fehler, dass ich die Blumen, die Kerzen aus...
gepustet habe. Soweit ich sehen kann, gibt es hier keinen geheimen Mechanismus. Nee, aber... Das scheint tatsächlich zum Türmechanismus zu gehören, aber es ist kaputt. Und jetzt? Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Du bist doch nicht kaputt. Nutzlos vielleicht, aber nicht kaputt. Entschuldigung. Seltsam, ich sehe keine Klinke. Na, mal sehen. Nein, keine Chance. Von Hand lässt sie sich wohl nicht öffnen. Nein, ich lasse die aus, die Kerzen. Oh, eine Axt. Die Kerzen bleiben aus. Okay, das... ich will die Vögel haben. Kann ich jetzt hier mit der Axt und... Der Haken ist spitz genug. Mehr als kaputt geht nicht. Ach, Nein, die Leiter brauche ich nur, um an entfernte Dinge ranzukommen. ach, Leute, der Zahn ist spitz genug. Ne, heißt doch für uns, wir können das Seil nehmen. Wollen wir jetzt runter? Ja, komm, wir gehen runter. Ne, ich lasse die Kerzen aus. Das könnte noch lustig werden. Und der Schlüssel, wo oben ist, ist sicher für hier. Na, komm jetzt. Runter mit dir. Ich hätte jetzt fast Rufus gesagt, dabei ist es ja der Cedric. Rufus spielt woanders mit. Habe ich diese zwei Kerzen nicht ausgepustet? Wieso leuchten die denn jetzt? Ach, und mit die Axt. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren, wenn ich das Seil doch nur irgendwie abbekäme. Du hast doch jetzt... Wo ist das Seil? Seil, wo bist du? Hallo? Seil, da. Nein, nein, nein. Die Axt ist dafür viel zu wuchtig. Bei meinem Talent bringe ich noch die ganze Brücke zum Einsturz. Mann, der Zahn nimmst du nicht. Hä? Wir hatten die Lichter alle wieder angemacht. Mann! So. Mit der Axt kann man doch diesen Mast ab... Na dann mal los. Ui. Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Da fällt mir der Spruch ein. Wie lange muss eine Katze trainieren, bis sie Muskelkater hat? Passt perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Mist. Und schon ist er vorbei. Okay, wir haben eine Schaufel, wir haben eine Axt, wir haben eine Leiter, wir haben einen Haken. Den versenke ich lieber nicht im See. Er sieht zwar nutzlos aus, aber sowas kann täuschen. Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten. Ja. Die Schaufel ist nicht dreckig. Aber kaputt auch nicht mehr. Okay, das ist nicht ganz so verlaufen, wie ich gehofft habe. Ich wollte eigentlich echt das Seil hier haben. Die Schaufel ist zu stumpf, um das Seil zu durchtrennen. Ich brauche was Schärferes. Ja, okay, dann geht's wieder nach oben und die Lichter leuchten. Kann ich jetzt eventuell mit der Schaufel da oben? Nein, für die Glocke braucht man ein Seil, wie in dem Satz. Der Glöckner läutete die Glocke mit dem Glockenseil. Von einer Glockenschaufel hingegen habe ich noch nie gehört. Ja, ich schon. Haust du einmal drauf, dann läutet es auch. Mann. Voll nicht kreativ, dieser junge Cedric. So, also. Die Kerzen müssen wir sicher auch noch auspusten.
So, dann gehen wir mal hier hin. Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hör auf zu schreien. Was druckst du da rum? Komm her, wer bist du? Was hast du hier zu suchen? Ich hab dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Fass dich bitte kurz, okay? Ich will schlafen. Dann lass mich doch. Ich muss nachkommen, wie komme ich? Ja, nee, wir stellen uns erstmal vor. Ich bin Sedgwick. Und du? Ha! Wenn du etwas verkaufen willst, dann hast du dich schlecht vorbereitet. Ich bin natürlich Ruben. Mir gehört diese Insel. Ich will aber doch gar nichts verkaufen. Das trifft sich ja hervorragend. Wir brauchen nämlich auch nichts. Du kannst also genauso gut wieder dorthin verschwinden, wo du hergekommen bist. Und da sind wir schon beim Punkt. Wo finde ich Khalida? Warum willst du das wissen? Hör mal, Khalida gehört mir. Lass deine Finger von ihr. Kapiert? Verstehe ich das richtig? Du hältst Khalida gefangen? Wo? Da oben? Was da oben ist, hat dich nichts anzugehen. Und überhaupt, was willst du eigentlich von Khalida? Sie soll mir helfen, nach Corona zu kommen. Bitte, was soll sie? Das vergisst du besser gleich wieder. Khalida soll nicht geweckt werden. Und wehe dir, ich finde heraus, dass du es trotzdem versuchst. Dann lass ich dich umgehend vom Bando an die Yakis verfüttern. Ja, Ich muss Khalida finden. Die Welt geht sonst unter. Ich sagte, vergiss es. Wenn du nach Corona willst, dann wirst du wohl schwimmen müssen. Ich werde auf jeden Fall zu verhindern wissen, dass du Khalidas Ruhe störst. Nee, Sedgwick heißt er. Ich nenne ihn halt immer nur Sedgwick. Aber offiziell heißt er Sedgwick. Du siehst müde aus. Schlafen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ein Privileg für Leute, die alles erreicht haben. Leider muss ich hier am Tisch schlafen, weil mein Bett so seltsam quietscht. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Was mich in diesem Augenblick von meiner wohlverdienten Ruhe abhält, ist nicht das quietschende Bett. Es sind auch nicht die Yakis, die Maschinen in der Fabrik oder mein polteriger Untergebener. Nein. Es ist ein nerviges Kind im Clownskostüm, das ungefragt in meinem Büro platzt und ununterbrochen redet und redet. Meine Güte, bei dem ganzen Gesülze platzt einem ja der Kopf. Alter, du bist bis jetzt der Einzige, der so viel quatscht. Wie kannst du nur so untätig sein? Die Welt ist in Gefahr. Oh Gott, nicht schon wieder so ein Weltverbesserer. Warum steht die Welt denn wohl am Abgrund? Doch nur, weil ständig irgendwer irgendetwas verändern will. Wenn alles bleibt, wie es ist, dann passiert auch nichts. Und wenn nichts passiert, dann passiert auch nichts Schlimmes. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Passt auf einen einzigen Bogen Papier. Das ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob die Überlegung wirklich richtig so ist. Wenn du nichts änderst, dann bleibt alles gleich. Aber ist es immer positiv, wenn es immer gleich bleibt, oder muss man Änderungen machen, damit es vielleicht noch besser wird? Natürlich kann man mit Änderungen natürlich auch Sachen verschlechtern. Das ist auf jeden Fall. Aber wenn man gar nichts macht, dann bleibt ja alles gleich wie immer und dann hat man keinen Fortschritt und dann geht es gar nicht. Das wird immer auf der einen Seite stimmt das, was er sagt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, medizintechnisch, muss man da schon vorwärts kommen. Und wenn man da nichts ändert und nichts forscht, dann kann man auch nicht vorwärts kommen. Und von dem her, ja. Also ich sage immer, Sachen, die funktionieren, die sollte man auch so lassen, wie sie funktionieren und nicht daran etwas ändern oder sonst was, solange es funktioniert. Da muss ich ihm recht geben, wenn was funktioniert, dann sollte man nichts verändern. Aber auf das Leben, auf die Welt gesehen, sollte man schon Änderungen vornehmen. Ich muss nach Corona. Wie komme ich von dieser Insel fort? Gar nicht. Wir haben keine Verbindung mehr zum Festland. Wir sind vollkommen autark. Dann stecke ich hier fest? Ja, ich hoffe, du kannst noch irgendetwas anderes außer dumm aussehen. Für einen Clown haben wir hier nämlich keine Verwendung. Und gelacht habe ich bislang auch noch nicht sonderlich. Naja, wir finden schon eine Möglichkeit, wie du dich nützlich machen kannst. Morgen. Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe ein Unglück zu verhindern. Wenn du wirklich ein Unglück verhindern willst, dann hältst du jetzt den Rand und lässt mich endlich schlafen. Kapiert?
Ja, Rocksplash, tut mir leid, dass ich hier am rumphilosophieren bin. Ich spiele ja schon. Was sind das für Gebäude da draußen? Eine Art Fabrik? Darauf kannst du deine Bommeln verwetten. Die Perlenfabrik steht hier seit vielen, vielen Jahren. Unter meiner Leitung wurden hier abertausende Perlen gepresst, um genau zu sein. Es sind auf die Perle genau 10.000 Stück, keine mehr. Und was viel wichtiger ist, keine einzige weniger, eine perfekter als die andere. Wenn du so vernarrt bist in deine Perlen, warum steht die Fabrik dann still? Hast du nicht zugehört? Ich brauche keine weiteren Perlen. Ich habe alle 10.000. Warum lässt du nicht noch mehr Perlen machen? Was soll denn die Frage jetzt? Bist du wirklich so dumm oder gehört das zu deiner Clownsnummer? Wozu in aller Welt sollte irgendwer mehr als 10.000 Perlen benötigen? Mehr als 10.000 Perlen. Da hört sich einer den Spinner an. Das ist so meine Eigenschaft, dass ich die Menschen einfach zu Weißglut bringe. Daran musst du dich jetzt einfach, gewöhnen. Kann ich mich mal oben umsehen? Was willst du? Bist du noch bei Trost? Halt deine Nase aus meinen Privaträumen raus, du Clown. Ich bin ein umgänglicher Mann. Aber wenn du dich über mein Eigentum hermachst, dann lass ich dich von der höchsten Klippe schmeißen. Und das ist mein voller Ernst. Am Ufer bin ich einem Mönch begegnet. Mulachai? Ach, ignorier diesen Spinner einfach. Ich glaube, er hält sich für erleuchtet oder so. Ein Dreck ist der. Schleicht überall rum und zündet Kerzen an. Als müsste er der ganzen Welt zeigen, was er für einen Schatten hat. Egal. Ich lasse ihn auf dem hinteren Teil der Insel wohnen. Soll er doch. Da stört er niemanden. Und wenigstens hält er die Yakkis fern. Jetzt weiß ich schon mal, wer die Kerzen, die ich ausgepustet habe, wieder angemacht hat. Was sind Yakkis? Nervige Viecher. Diese fliegenden Nager haben mich schon ein ums andere Mal den Schlaf gekostet. Du würdest dich bestimmt gut mit ihnen verstehen. Ja, die sehen immerhin auch nicht alberner aus als du. Gott sei Dank trauen sie sich nur selten auf diesen Teil der Insel. Sie scheuen das Licht. Was man von dir leider nicht behaupten kann. Nö, ich mag das Licht. Hinterer Teil der Insel? Ja. Wir gehen da nicht mehr hin. Und die Tür ist außer Betrieb, seitdem die Fabrik stillsteht. Du kannst ja gerne einen Weg dahin suchen. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser scheint mir die Idee. Du würdest sehr gut auf die andere Seite der Insel passen. Zu Mulachai, zu den Yakkis und allen anderen Dingen, die wir auf dieser Seite der Insel nicht mehr haben wollen. Ein niedliches Haustier hast du da. Wie heißt es? Nicht zufällig Khalida? Nein, er heißt Kerek. Ein schöner Name. Kerek und Spot würden sich bestimmt gut verstehen. Kann er irgendwelche Kunststücke? Spot kann sich in die unterschiedlichsten Formen verwandeln. Kerek kann Geschöpfe in den unterschiedlichsten Formen totbeißen. Oh, dann Was für ein Talent. lassen wir sie vielleicht nicht zusammenspielen. Kerek ist auch nicht zum Spielen da. Er passt auf, dass sich hier kein Gesindel rumtreibt, solange ich schlafe. Nicht auszudenken, wenn sich irgendwer an meinen Perlen zu schaffen machte. Ach, wie gut, dass du noch nicht schläfst, weil sonst hätte ich ja Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. dem Krokodil. Fass meine wertvolle Einrichtung nicht an. Das sind alles Sammlerstücke. Ja, ja. Wahrscheinlich bist du der einzige Sammler hier. Dieser Stuhl steht hier offenbar nur zur Zierde. Das und um Besucher zu verspotten, die gezwungen sind zu stehen. Mal gucken, wie spät es ist. Ah, wie ich's mir dachte. Es ist wahrscheinlich schon zu spät. Okay, du kannst ruhig sagen, du kannst keine Uhr lesen. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Ben. Och, ein bisschen. Lobos. Die Gelehrten nennen unsere Welt Silence. Ich nenne sie Hort der Sinnlosigkeit. Silence oder Silence? Ich habe mal gehört, dass sich die Welt vom Schreibtisch aus nicht retten lässt. Aber wenigstens kann man sie von da aus auch nicht ins ewige Verderben stürzen. Doch, das geht. Das sieht auch nicht furchtbarer aus als mein Leben. Oh, Bilder anschauen. Da hat offenbar jemand Bilder von der ganzen Insel gemalt. Die Unterschrift ist kaum zu erkennen. Aber ich glaube, es heißt Marquis de Hull. Marquis de Hull. Ah, ja, das sind so meistens Meisterwerke
Was, meine wertvolle Einrichtung? Ja. Das sind alles... Ja, Sammelstücke und ja, ich weiß. Und ja. Man sagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber diese hier bellt ja auch gar nicht. Dann beißt sie auch nicht, oder? Ich streichle ihn lieber nicht. Ich mag meine Hand dort, wo sie ist, am Arm. Was ist das für eine Rasse? Karek ist ein Krokodilshund. Oder Kinderknacker, wie man sie auch oft nennt. Kinderknacker. Also hier komme ich zurück, hier komme ich hoch und hier ist ein Spiegel. Hier komme ich nicht hoch, solange er nicht schläft. Hey, wo willst du hin, Freundchen? Oh, ich dachte, ich sehe mich mal oben um. Das vergisst du lieber gleich wieder. Niemand schnüffelt in meinem Privatgemächchen herum. Verstanden? Jo, Entschuldigung. Kommt nicht mehr vor. Durchs Fenster Lieber raus. nicht. Ruben hätte bestimmt ein Problem damit, dass ich sein Fenster als Hintereingang missbrauche. Nur so eine Vermutung. Das Hintereingang. Danke für den Tipp. Kleiner Set weg. Keine Chance. Ich kann leider nicht so gut klettern. Ja, Klobi. Das müsste Leiter, weißt du? Kennst du Leiter? Jetzt schläft er. Yeah. Kann ich die Uhr jetzt nehmen? Wenn ich hier schon einbreche, dann will ich auch etwas Wertvolles stehlen. Nicht so ein Tand. Tant. Sammlerstücke. Entschuldigung. Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Die Welt. Ich glaube, Ruben würde protestieren. Und mein Rücken auch. Ja. Und der Schreibtisch. Ich glaube, Ruben würde protestieren. Ja, du sollst ihn ja auch durchsuchen und nicht irgendwie... Dann nehmen wir ein Bild mit. Ein Bild von der Insel. Wenn ich hier schon einbreche, dann will ich auch etwas Wertvolles stehlen. Nicht so ein Tand. Das ist geil. Sammlerstücke. Das haben sie geil gemacht mit dem Schnarchen. Gut. Oh, oh. Was? Wo? Na, sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja. Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Ja. Tschüss. Okay, wie kann ich... Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Nicht, aber in den Top 200. Auf keinen Fall. Ich kann mir, wenn ich mich recht erinnere... Ja. Das klingt brutal. Auf keinen Fall. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner... Ist gut. Ich glaube, ich muss mal da... Sieh mal, Spot. Ein Spielkamerad für dich. Du bist so ein Feigling. Musst du mich immer so blamieren? Ja. Sieh mal, Spot. Ein Spielkamerad für dich. Du bist so ein Feigling. Musst du mich... Psst, Spot. Wir dürfen Ruben nicht aufwecken. Psst, Spot. Wir dürfen Ruben nicht aufwecken. Wie kann ich jetzt den schönen Wachhund... Man sagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber diese hier bellt ja auch gar nicht. Doch, sie bellt. Ich hab's gesehen. Mann, wie, was, wo, Mal Pando fragen, wenn er nicht schläft.
Vielleicht weiß Hallo er nochmal. Ach, du schon wieder? Was kann ich noch für dich tun? Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ah, jetzt warte mal. Jetzt. Kannst du das hier gebrauchen? Ich wüsste nicht wofür. Alle Arbeiten sind erledigt. Totengräber vielleicht? Hast du Verwendung für diese Schaufel hier? Im Augenblick nicht. Die Fabrik ist geschlossen. Vorerst werde ich wohl keine Kohlen mehr schippen. Hm. Nee, das hatte ich schon. Eine Axt. Von wo habe ich denn schon Nein, die das muss Axt? nicht repariert werden. Ein halbes Zahnrad. Schauen wir uns das mal Es an. ist kaputt. Ja, nein. Echt? Wahnsinn. Oh, das klingt aber jetzt brachial, was ich da vorhabe. Ich weiß sonst nicht. Nein, hier fehlt lediglich der Schlüssel, nichts weiter. Schön. Warte mal. Könnte ich vielleicht das mit ihm... Dieses Zahnrad hier scheint kaputt zu sein. Ich weiß. Es müsste eigentlich geschweißt werden. Aber das hat Zeit. Solange die Fabrik stillsteht, funktioniert der Mechanismus ohnehin nicht. Danke für den Tipp. Also, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es ist ein Versuch wert. Und jetzt nehmen wir Spotty. Vielleicht könnte Spot das Zahnrad schweißen, aber dafür bräuchte ich zuerst einmal die zweite Hälfte. Oh, scheiße. Habe ich mir doch gedacht, dass es nicht ganz so einfach ist. Bando. Bando. Wenn ich jetzt von oben nach unten die Kerzen auspuste, glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich weiß es ja nicht. Ich versuch's einfach mal. Und ein Weg, wie ich die Schnur bei, nee, das Seil bekomme. Das wäre auch noch recht amüsant. Jo. Nein, keine Chance. Das Seil ist zu fest verknotet. Ohne ein passendes Werkzeug komme ich hier nicht weiter. Das muss doch der Haken das sein. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Wenn ich das Seil doch nur irgendwie abbekäme. Mann! Sicher wieder was, wo ich übersehen habe. So. Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon seit mehreren 100 Jahren. Unberührt, unerschütterlich, unverändert. Und das soll auch so bleiben.
Ach komm, Spielverderber. Gute Nacht, Mama. Ja, gute Nacht. Nee, ich gehe noch nicht. Keine Angst. Ich möchte das Spiel heute irgendwie schauen, dass man das schon irgendwie fertig bekommt. Auch wenn ich nicht weiß, wie lange das noch geht. Gute Nacht, Mama. Und nö. Ich bevorzuge stilles Wasser. Ist doch still. Müssen wir vielleicht die Kerzen doch wieder anzünden? Macht zwar voll keinen Sinn. Macht doch keinen Sinn, dass wir die Kerzen wieder anzünden. Oder doch? Nee, eigentlich nicht. Ne? Sei nicht traurig, Spot. Jedes Licht erlischt irgendwann einmal. Sei nicht traurig, Spot. Jedes Licht erlischt irgendwann einmal. Aha, die kann ich nicht anmachen wieder. Sei nicht traurig, Spot. Jedes Licht... Das ist komisch. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Die Kerze erlosch. Ja, komm. Zeig nochmal. Die Kerze ist aus. Erloschen. Ja, ist aus. Erloschen. Ob die Hängebrücke wohl noch hält, wenn ich eins davon mitnehme? Das ist eben die Frage. Glockenhagen habe ich schon mal gehört. Nein, für die Glocke braucht man ein Seil, wie in dem Satz. Der Glöckner läutete die Glocke mit dem Glockenseil. Von einem Glockenhaken hingegen habe ich noch nie gehört. Nicht? Doch jetzt. Fuck. Ich brauche... Wie soll man die denn bloß läuten? Das Glockenseil fehlt. Ja, ich weiß ja auch, wo das Seil ist, aber du willst es ja nicht nehmen. Ah! Herrje, ist das schwierig, hey. Irgendwie müssen wir... Irgendwas haben wir übersehen. Immer wenn ich sage, irgendwas habe ich hier übersehen, finde ich dann wieder was. Okay, willkommen in der Fabrik. Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Aha. Anzeige. Sie sind aus. So lässt sich da gar nichts dran ablesen. Außer vielleicht, dass jede weitere Untersuchung Zeitverschwendung wäre. Danke, Feuerstein. Oh. Anzeige, Anzeige. Das ist ein Rad. Die Axt ist noch scharf genug. Die muss nicht geschärft werden. Aber die... Der Stein ist bereits scharfkantig genug. Du bist doch blöd. Ach nein. Ach doch. Okay, wir haben jetzt einen Stein, der könnte vielleicht scharf genug sein. Wie lange ich noch streame, ich habe keine Ahnung. Heute ist Samstag, von dem her... Samstag, ja, ich bin besoffen. Nee, ich bin nicht besoffen. Nee, keine Ahnung. Wir haben heute Freitag, von dem her... 10:30, 11, 12, keine Ahnung. Solange ich Lust habe halt. Habe keine bestimmte Zeit. Eigentlich wollte ich, naja, eigentlich wollte ich so heute... Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein, aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande.
Ey, hat geklappt. Eigentlich wollte ich dieses Spiel fertig spielen heute. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Die nicht mehr Idee so ist allzu gut, lange. aber wie bekomme ich das Seil nur da oben fest? Was? Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Und jetzt soll ich hier angeln gehen, oder was? Ich nenne mein Werk Glockenseil. Aha, dankeschön für den Tipp. Oh je, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Das. Boah, Spot, hast du das gesehen? Ja, ich hab's auch gesehen. Ich kann's auch nicht glauben. So. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Ha! Okay. Er muss ins Büro. Somit haben wir den Schlüssel. Dot I'm haha, was? Worksplash dot I'm verstehe ich jetzt gerade nicht. So, Schlüssel runter. Gott, wie der Schlüssel ausschaut. Gehst du jetzt zu der Tür? Dankeschön. Er passt. Yay! Wir sind drin. Keine Ahnung wo drin, aber wir gehen einfach mal rein. Oh. Ja. Ja. Schriftrolle. Lesen wir doch mal. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Also Schau-Eim nennt man, wenn man Shooter-Spiele spielt. Ja, so viele Shooter-Spiele spiele ich nicht. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ach so, auf jemanden zielen. Jetzt ist es 5, bei uns heißt es, jetzt ist der Groschen, genau. Jetzt ist der Groschen gefallen, so heißt das. Taktstock. Jojo. Hocker. Oh ja, Nicht wirklich. sitzen. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Erst musst du Khalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. So ist es. Ups, Entschuldigung. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Ja, dann tu. Ach so. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Ja, also dann. Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Ach so. Sieht aus wie ein Zauberstab. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Dann blas, bläs, blues. Als Zündholz ist er vollkommen ungeeignet. Hä? Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Ja, drauf blasen willst? Ach so. Das Horn scheint verstopft zu sein. Und jetzt aber. Das Horn benutzt man, indem man... Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Ja, dann entstopft's. Wie entstopft man jetzt so ein Horn?
Ich bevorzuge eigentlich Streichinstrumente. Nicht, dass ich darauf spielen könnte. Um ehrlich zu sein, verspiele ich mich selbst, wenn ich beim Zirkus den Pausengong schlagen muss. Was? Das Horn scheint verstopft zu sein. Das Horn scheint verstopft zu sein. Habe ich hier irgendwo ein Horn? Wie kann man denn das Horn entstopfen, wenn man das Horn gar nicht sieht? Ein Rad. Wofür das wohl gut ist? Ich weiß nicht, versuch's mal aus. Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Die läuft doch, oder nicht? Nicht, das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Ah, okay. Auf diese Weise lassen sie sich nicht benutzen. Ich schätze, sie sind nur dafür da, um Leute zu beeindrucken, die keine Ahnung von Fabriken haben. Scheint so, ne? Ich sollte nicht mit Sachen rumhantieren, von denen ich nichts verstehe, was gleichzeitig wohl auch bedeutet, dass ich insgesamt deutlich weniger herumhantieren sollte. Ja, am besten gar nichts mehr machen. Ich schau mal, ob der kleine Herr da oben noch wieder im Büro ist. Also nee, hier drin ist. Na. Oh, der ist wieder da. Gut. Dann speak you, write me, write you. Hallo nochmal. Ach, du schon wieder. Hast du die Glocke geläutet? Ich habe ganz schön Ärger bekommen. Nein. Es tut mir leid, sollte ich dir Probleme bereitet haben. Mach das nie wieder. Okay? Ich kann nichts versprechen, was ich ohnehin nicht halten kann. Sehr löblich. Nicht wahr? Ach Gott. Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Also die Glocke haben wir hier Fabrik. Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach, das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war über mir. Ja. Sie... Schnellste. Ja. Nichts hält. Ja. Wie war das noch gleich Ja. mit dem Schreihaus? Das waren Zeiten. Immer, wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. Tetere Das Bando verstopft wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. Tetere tete! Bando! Wie oft muss ich es noch sagen? Verhalte dich gefälligst ruhig! Ja, diese Zeiten sind vorbei. Okay, nee, das bringt mir alles Vergiss nichts. es. Schon passiert. Noch was? Was sind das noch gleich für Vögel? Putzige Tierchen. Und sehr musikalisch. Ruben hat Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Mulachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Bis später. Ja. Bis bald. Aber denkt dran, immer schön leise sein. Wie immer. Ja. Das macht jetzt nicht wirklich viel Sinn. Setz den Schrank Hindu, unter. das ist mein Ernst. Was, wenn du was? Hindu, es ist mein Ernst. Ah. Wenn du weiter so viel Unsinn machst, dann sperre ich dich in den Schrank. Das ist mein Ernst.
Entschuldigung, ich musste niesen. Es hat... Ah. Nee, sorry. Es war gerade kitzelig in meiner Nase. Nein, wie ich. Den behalte ich lieber bei mir. Dankeschön, Rocksplash. Ich hoffe, du hast keinen Ohrenschaden oder sowas in die Richtung. Feuerstein. Nein, wie ich. Scheint dir nutzlos. Irgendwas vielleicht mit der Maus? Warum, damit es anschließend nach Maus riecht? Ja, vielleicht. Kannst du hiermit was anfangen? Das sind meine Aufzeichnungen. Ich hatte versucht, das Lied der Yaquis auf dem Nebelhorn nachzuspielen. Sie haben es früher immer gesungen, als sie sich noch vorne zum Anleger getraut haben. Aber Ruben hat es mir wieder verboten. Er meinte, das Lied würde Khalida aufwecken. Kann ich damit jetzt die Maus irgendwie rauslocken oder so? Lieber nicht. Nö. Kannst du das hier gebrauchen? Ich wüsste nicht wofür. Alle Arbeiten sind... Die ganze Welt ist voller Hürden und Hindernisse. Und ich verschwende meine wenige Energie an einer Tür, die nicht einmal verschlossen ist? Ich bin so jämmerlich. Oh ja. Blumen sind wirklich zu überhaupt nichts zu gebrauchen. Außer vielleicht, um darauf hinzuweisen, wie zerbrechlich und vergänglich das Leben doch ist. Autsch. Aber wahr ist es. Ich meine, wenn ich die Kerzen auspuste, dann passiert ja nichts. Ich muss irgendwie die Vögel hier hinbekommen, aber jo. Die Frage ist, wie? Ah, vielleicht, ziehen. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Khalida aufwächst! Habe ich oben eventuell doch noch was vergessen? Habe ich hier drin irgendwas vergessen? Ach. Kerzen auszupusten. Aha. Socke. Ah, Socke. Warum auch immer. Kann ich jetzt die Blume mitnehmen? Ich lasse sie besser, wo sie ist. Bei mir gehen, Okay. wenn sagt, es liegt in meiner... Ja, ja. Tür zu. Komm raus. Ich verstehe ja nun wirklich nicht viel von Musik, aber dass man einen Dirigentenstab nicht auf diese Weise benutzt, so viel weiß ich noch. Ah, okay. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Ja, mit einer Socke geht es Pure auch. Zeitverschwendung. Ich habe noch Versuch. viele andere Gegenstände, die ich wahllos miteinander kombinieren kann. Stimmt, noch eine Ich hab- Axt. Ja, ist ja gut. Yum, yum. Was haben wir denn da? Lecker Käse. Eine Socke. Und jetzt mitnehmen. Ha, hab ich dich.
Ich habe eine Maus in der Tasche. Ich habe eine Maus in der Tasche. Ist das nicht so herrlich, wie schön das ist? Aber der Vogel ist immer noch nicht da drin, ne? Nicht mehr. Hä? Okay, ich habe die Kerzen ausgepustet. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Die Kerzen leuchten nicht mehr. Die Kerzen leuchten auch nicht mehr. Ja, die Kerzen leuchten komischerweise wieder. Das sind, glaube ich, auch die einzigen Kerzen, die ich nicht anmachen kann. Gute Nacht, Mama. So, jetzt ist ja überall dunkel. Gute Nacht, Mama. Und nun? Den versenke ich lieber nicht im See. Er sieht zwar Also nutzlos aus, aber sowas kann täuschen. Habe ich ja schon ausprobiert, ne? Diese Statue ist wie ein Dirigentenpult. Leider fehlt das Orchester. Nein, das würde erst ab Biberratte aufwärts funktionieren. Was? Mein neuer Freund hat offenbar ein Faible für Schmutzwäsche. Okay. Ich sollte mich erst über die hiesige Kultur informieren, bevor ich willkürlich Opferrituale durchführe. Das gibt sonst nur wieder Ärger. Ach. Man versenkt keine wehrlosen Tiere. Sie gehören zum Wunder der Schöpfung. Ach, ich beginne Bens wütende Monologe zu vermissen. Ich will ihn doch gar nicht versenken, Mann. Ja, die Kerzen leuchten schon wieder hier. Das kann also nicht wirklich der Sinn und Zweck sein von dem Ganzen. Ich weiß ja nicht warum, aber... Ich bezweifle, dass die Maus genug Puste hat, um das Nebelhorn zu blasen. Ah, ja, nee, ist klar. Maus und Hund. Nee, vielleicht ist ja auch eine Katze, ich weiß ja nicht. So, ich gehe nochmal hoch. Zum Fenster. Die Leiter, die fällt gar nicht auf. Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, Ja, als von ja. einem Grupp, wenn ich mich recht erinnere. Steht es gar nicht auf deiner Liste, ja. Auf keinen Fall. Ich kann, wenn ich mich recht... Mann. Das lege ich hier besser nicht hin. Ich will nicht, dass es... Das lege ich hier besser nicht hin. Ich will nicht, dass es in Rubens Sammlung übergeht. Das lege ich hier besser nicht. Ich will nicht, dass Ja, es... ja, ja. Wir dürfen Ruben nicht aufwecken. Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen. Wenn ich mich Ja, recht... ist gut. Wie kriege ich denn jetzt... Das lege ich hier besser nicht hin. Ich will... Leute, das Spiel bringt mich noch zur Verzweiflung. Psst, Spot. Wir dürfen Ruben nicht aufwecken. Sieh mal, Spot. Ein Spielkamerad für dich. Du bist so ein Feigling. Musst du mich immer so blamieren? Ich liebe es, wenn ich nicht weiterkomme. Das sieht auch nicht furchtbarer aus als mein Leben.
kann ja hier keine Lichter ausmachen, oder? Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Hallo nochmal. Du schon wieder? Was willst du noch? Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Wie wäre es denn, wenn wir die Fabrik ist auch irgendwie komisch. Nee. Auf diese, ich schätze, sie sind nur da. Irgendwas schaufeln und so weiter, aber Ich sollte jemanden fragen, der sich damit auskennt. Oder noch besser, ich ignoriere die Dinger einfach und konzentriere mich wieder auf meine Aufgabe. das ist deine Aufgabe. Nein, das ist kein Zahnrad. Das ist kein Zahnrad. Hätte das jetzt irgendeine Anspielung sein sollen? Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Und die läuft nicht, ne? So, wir läuten nochmal. Dann geht der Herr zum Chef und dann gehen wir auch mal zum Chef. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Weil es kann sein, dass er dann dadurch abgelenkt ist und wir dann hochkommen. Wir schleichen natürlich durchs Fenster rein. Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es sieht so aus, als bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Da gehe ich jetzt lieber nicht. Es sieht so aus, als Nee. bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Definitiv geht das auch nicht. Das gibt sonst nur wieder Ärger. Pure Zeitverschwendung. Finde ich auch. Wo ist denn das Rohr? Das Horn? Oh ja. Reiß dich zusammen. Erst musst du Khalida finden. Ja, ist doch okay. Sie ist noch nicht müde. Die Mäuse bei uns im Wohnwagen lieben Papier. Wählerisches Biest. Aua, ja. Ich sollte mich erst über die hiesige Kultur informieren, bevor das gibt sonst nur wieder Ärger. Jo, Jungs, Mädels, habt ihr irgendeine Idee? Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis. Ja, und das Horn ist... Ich demoliere keine Sitzmöbel. Dafür sitze ich einfach zu gerne. Das Horn benutzt man, indem man... Ich kann es aber nicht benutzen, wenn es verstopft ist, Ich Kollege. demoliere keine Sitzmöbel. Dafür sitze ich... Warte mal. Na komm. Ah, Bando! Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Super, das Horn ist wieder frei. juhu.
Und jetzt? Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Das Horn ist jetzt frei, aber ich habe trotzdem nicht genug Puste. Verfluchte Asthmalunge. Asthmalunge. So, wir haben eine Hose. Zum zweiten Mal. Wie denn? Ich komme nicht ran. So lang sind meine Arme nun doch wieder nicht. Dann nimmst du den und versuchst es mit dem. Nein, mit dem Stab komme ich da nicht ran. Mit was dann? Mit der Axt? Mit der Schaufel? Nein, mit der Schaufel komme ich da nicht ran. Das habe ich doch ganz gut hinbekommen. Hilfe? Ist das da etwa Opas Hose? Wer hätte gedacht, dass ich die noch mal wiedersehe? Ich? Aber wie kriege ich jetzt die Fabrik zum Laufen? Hierbei kann mir Spot nicht helfen. Es hat weder mit Nahrungsaufnahme noch mit Zerstörung fremden Eigentums zu tun. Spot scheint nicht beeindruckt. Da sieht man mal, wie wenig er davon versteht. Nicht, dass ich irgendwas davon verstehen würde, aber doch genug, um zu erkennen, dass es beeindruckend ist. Ah, Mano! Was muss ich denn jetzt tun? An die Hose komme ich auch nicht. Das ist doch zum Kühe melken hier. Warte mal, genau. Ich versuche mal was. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Hast du es jetzt? Danke. Vielleicht reicht es ja auch nur, wenn ich den Teil hier kerzenlos mache. Und nochmal dieses Horn puste, vielleicht. Spot, du musst jetzt... Mann. Du musst jetzt ein Lied üben. Er kann es einfach nicht. Er kann es einfach nicht. Ja, du auch nicht. Ich will es nicht noch... Die Mäuse bei uns im Wohnwagen lieben Papier. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musik. Ja, wenn du ein Musikinstrument hast, willst du es ja nicht verstopfen. Jo, Rocksplash, kein Problem. Mach nur. Ich bin noch ein bisschen dran. Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Die scheiß Vögelmensch. Was habe ich denn hier? Nur das und das. Die Insel scheint bewohnt zu sein. Von hier aus wirkt alles ganz ruhig, fast schon idyllisch. Ach ja. Die Kerzen sind aus. Die Kerzen sind wieder an.
Wie kommt denn der Mönch bitte schön hier rüber, wenn die Tür zu ist? Tu doch was, Spot. Wir müssen Opas Hose retten. Alles muss man alleine machen. Halte durch. Ich rette dich. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber ja, ich rette dich. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Oh ja, und wenn du eins hast, willst du es ja nicht. Nein, das würde erst ab Biberratte aufwärts funktionieren. Halt mal Ratten und ein Rad. Also eine Maus und ein Rad. Nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Okay. Auf diese Weise lassen sie sich nicht benutzen. Ich schätze, sie sind nur dafür da, um Leute zu beeindrucken, die keine Ahnung von Fabriken haben. Naja, es hätte ja sein können, dass du da jetzt... Das lässt sich ganz einfach mit der... Oh, ich bin am Verzweifeln. Komm schon durch die Tür rein, Mensch. Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem Wohlverdienten... Ja, Hallo nochmal. schrei Du rum. schon wieder? Was? Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Ja. Warum verschwendest du meine Zeit? Ich weiß nicht, weil ich kann. Was soll ich damit? Warum verschwendest du meine Zeit? Ach du Kacke. An deiner Stelle würde ich Kerik nicht reizen. Kinderhände sind seine Leibspeise. Ich will ihn ja nicht reißen. Ich will nur hol Stöckchen. Wirst du wohl aufhören an meiner Einrichtung? Das sind alles Sammlerstücke. Ja. Ah, Mist. Ich wollte jetzt den Hund ablenken, ein Stöckchen holen oder so. Was soll ich damit? Warum verschwendest du meine Zeit? Ich weiß nicht, weil ich kann. Wirst du wohl aufhören an meiner... Das sind alles Sammlerstücke. Wirst du wohl auf... Das sind... Ja, Mano. Ach nee, das habe ich ja schon versucht. Auf keinen Fall. Wenn ich mich recht... Mann! So viel und nichts irgendwie Machbares hier. Schweinekopf. Ich sollte lieber nicht zu viel Lärm verursachen. Ich will Ruben nicht wecken. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Ja. Schon klar. Pure Zeitverschwendung. Ja. Irgendwie das Ganze, was ich Ich hier glaube, mache. das ist keine so gute Idee. Dafür bräuchte ich eher... Ich will Ruben nicht wecken. Ich sollte lieber nicht zu... Ich will Ruben nicht wecken. Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Leute, ich komme nicht weiter.
Ich sollte lieber nicht zu viel Lärm verursachen. Ich will Ruben nicht. Das lege ich. Will nicht, dass es in Rubens Sammlung übergeht. Ach, du sollst doch nicht geben, du. Die soll das doch... Oh Mann, oh. Ich sollte lieber nicht zu viel. Ich will Ruben. Ich sollte lieber nicht zu viel Lärm verursachen. Ich will Ruben nicht. Ja. Wir dürfen Ruben nicht aufwecken. Dann halt's Maul. Ich sollte lieber nicht zu viel Lärm verursachen. Ich will Ruben nicht. Auf keinen Fall, wenn ich mich... Oh Mann. Ich verstehe ja nun wirklich nicht viel von Musik, aber dass man einen... Hä? Hä? Was mache ich denn bitte schon mit M? Nein, nein, nein! Wer war Hallo nochmal. du schon wieder? Ja, ja. Bis später. Lass mich... Was mache ich denn mit M? Auf jeden Fall jetzt mal speichern. Ja. Und dann mal in die Optionen schnell. Oh. Hm. Du hast die Maus gefangen. Sehr gut. Vielleicht wird das endlich mal ein Winter ohne Löcher in den Socken. Ah, ich hab die. Ja, super. Bist mir auch ne. Kannst du das hier gebrauchen? Ich wüsste nicht wofür. Alle Arbeiten sind erledigt. Leute, ich komme jetzt echt nicht mehr weiter. Ich habe keine Ideen mehr. Das Fingerhakeln würde ich wohl verlieren, mitsamt dem Finger. Aber ich glaube, was hier fehlt, ist ein weiteres Zahnrad. Ja, das weitere Zahnrad Nein, ist hier. das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Nein, das Zahnrad wie... Ja. Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber ich glaube, was hier fehlt, ist ein weiteres... Ah, was? Es ist nur ein Schalter. Für einen Moment dachte ich, es sei ein wütender Höhlentroll. So ein Depp, ey. Kann ich vielleicht... Die behalte ich lieber bei mir. Mann, oh.
Ah, vielleicht. Den behalte ich lieber bei mir. Hi, Pilzragubudi. Herzlich willkommen bei mir auf dem Stream. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, du wirst deinen Spaß Den haben. behalte ich lieber bei. Ich habe momentan gerade einen kleinen Hänger hier bei dem Spiel. Wenn du weiter so viel Unsinn machst, dann sperre ich dich in den Schrank. Es ist mein Ernst. Ja, mach doch. Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Ach, du bist nicht nutzlos. Nein, Spot ist eher eine Raupe fürs Grobe. Für solche feinmechanischen Tätigkeiten fehlen ihm einfach die Voraussetzungen. Finger zum Beispiel. Pilzragubudi, herzlichen Dank für dein Follow. Freut mich. Nein, Spot ist eher eine Raupe fürs Grobe. Für solche feinmechanischen Tätigkeiten fehlen ihm einfach die Voraussetzungen. Finger zum Beispiel. Finger. Ja. Mann! Hui, herzlichen Dank, Ragubudi, Entschuldigung für die Aussprache, für dein Hosting. Lieb von dir. Wozu? Die Maus ist fort. Das Loch ist dunkel und leer, wie meine Zukunft. Und wenn ich die Maus wieder in das Loch reinmache? Nein, nein, es hat viel Mühe gemacht, sie zu fangen. Ja. Ich hab's ganz genau gesehen, wie viel Mühe das du hattest. Ah, Mist. Nach oben komme ich hier auch nicht. Weil der wacht ja auf wegen dem scheiß Hund. Oh, oh. Was? Wo? Na, sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja. Das... Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Das Spiel heißt The Whispered... Ja, nochmal. Das Spiel heißt The Whispered World. Das ist eigentlich der erste Teil von Silence. Ein Spiel von 2009, beziehungsweise die Special Edition, die ich jetzt momentan spiele, aus dem Jahr 2014. Was soll ich damit? Warum verschwendest du meine Zeit? Ich weiß nicht, was du damit sollst. Ich weiß es selbst nicht. Irgendwas übersehe ich doch hier. Ah, ich kann die leider wieder wegnehmen. Haha. Okay. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Ich weiß jetzt nicht, von wo dass du das Spiel könntest kennen, aber ja, es ist sicher schon älter und wurde sicher schon mal gestreamt. Unmöglich. Wo sollte ich die Leiter denn bitte hinstellen? Na halt, hier hin. Ah, vielleicht. Das habe ich hier hingehängt, um die Glocke zu läuten. Reicht das etwa nicht? Nein, du solltest das Seil wieder nehmen, damit du... Mann! Sedwick! Ich habe ja auch keine Möglichkeiten.
Muss ich da eventuell... Genau! So groß ist die Statue nun auch wieder nicht. Der Cedric, das ist der Clown, den ich da spiele. So ist es. Ich sollte mich erst über die hiesige Kultur informieren, bevor ich willkürlich Opferrituale durchführe. Das gibt sonst nur wieder Ärger. Ja, ich gebe dir gleich Ärger. Das funktioniert doch auch nicht. Die Leiter ist nicht lang genug, um ans andere Ufer zu gelangen. Ich sitze hier wohl vorerst fest. Ist ja auch nicht anders. Aber zurzeit habe ich echt einen Hänger hier im Spiel. Ich bin ein bisschen ratlos, wenn ich ehrlich sein soll. Jo, geh du rauchen, ich bin noch ein bisschen on... Ja, kein Problem. Du, ich bin hier sowieso momentan gerade am Verzweifeln. Und weiß momentan nicht, was ich genau weiter tun soll. Beziehungsweise... Ich weiß momentan nicht gerade nicht, was ich machen kann. Soll. Also die Musik muten. Gute Nacht, Mama. So, und jetzt? Okay, was mache ich mit der... Die Kerze ist aus. Sie nutzt jetzt niemandem mehr was. Ja, wenn sie an ist, nützt das ja der... Nützt das der... Weißt du, wo Kalida ist? Aha. Bemühe dich nicht. Ich finde es auch so raus. Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Ja, Ohren im Wasser. Ich bevorzuge stilles Wasser. Nein. Quassel doch jetzt endlich mal mit dem See. Wie kann ich das Zahnrad reparieren? Wie kriege ich die Fabrik zum Laufen? Ach, Alter, solche Fragen hier. Wie kriege ich die Hose hier? Sprich mit der Hose, genau. Langsam drehe ich durch. Halte durch. Ich rette dich. Irgendwas übersehe ich doch hier, ohne Spaß. Irgendwas. Die Frage ist nur was. Ich sollte nicht mit Sachen rumhantieren, von denen ich nichts verstehe. Was gleichzeitig wohl auch bedeutet, dass ich insgesamt deutlich weniger herumhantieren sollte. Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Wie läuft die Fabrik? Ich habe hier nichts zum Auswählen. Das ist doch... Ich bin ratlos momentan, Leute. Ich habe hier eine Hose, ja. Muss ich vielleicht... Warte mal. Nee, oder? Macht das Sinn, wenn ich das Ganze hintereinander mache? Erst die Glocke. Ne, erst das Horn, dann die Glocke und dann... Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn?
voll hell jetzt, Mensch. Lieber nicht. Solange Bando noch bei Ruben ist, kann ich ihm nicht die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Kruzifix, liebe Herren, Kruzifix. Ich muss vielleicht die zumachen. Ne, den Vogel habe ich ja schon rausgelassen. Jetzt habe ich das Zahnrad wieder, was immer noch kaputt ist. Ich hatte mal eine mechanische Aufziehmaus, aber Spot hat sie gegessen. Eine Woche lang ist er überall gegengedotzt. Nein, die Leiter brauche ich nur, um an den... Warte mal, bringt das mir was? Wenn ich eventuell dem, Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es Mann. Habe ich echt was hier drin übersehen? Tür, das... Nee, eigentlich nicht. Eine Tür. Wohin die wohl führt? Ich weiß wo, ich weiß wo. Leer. Wenn es irgendetwas da drinnen gab, dann hat es der kleine Vogel wohl aufgefressen. Und wo ist der Vogel jetzt? Das würde mich noch wundern, wo der Vogel jetzt ist. Irgendwann wird auch die welken. Es gibt appetitlichere Methoden, eine Blume zu gießen. Gut, dass sie so weit oben steht. Spot schaut schon wieder so angriffslustig. Spot, er muss danach immer aufstoßen. Sei nicht traurig, Spot. Jedes Licht erlischt irgendwann einmal. Boah, ist auch schwer hier jetzt momentan. Kann ich die Leiter noch irgendwo brauchen? Ich weiß es nicht. Ich sollte nicht anfangen, aus lauter Verzweiflung Sachen zu verbrennen. Auf diese Weise habe ich damals meine Ameisenfarm verloren. Autsch. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Ja, hast du doch eins. Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Machst du ja nicht. Er kann es einfach nicht. Er kann es einfach nicht. Willst du eine Maus? Fass, Spot, fass. Warum konnte ich mir bloß kein nützlicheres Haustier zulegen?
Ich sollte mich erst über die hiesige Kultur informieren, bevor ich will. Das gibt sonst nur wieder Ärger. ja. Ich sollte mich erst über die hiesige... Das gibt so... Da fehlt kein komplizierter Mechanismus. Nein, die Leiter brauche ich nur, um an entfernte Dinge ranzukommen. Entfernte Dinge. Wie zum Beispiel der Blume. Aber was mache ich denn mit Blumen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich lasse sie besser, wo sie ist. Bei mir gehen Blumen immer sofort ein. Ben sagt, es liegt in meiner Ausstrahlung. Ich verstehe ja nun wirklich nicht viel von Musik, aber dass man einen Dirigentenstab nicht auf diese Weise benutzt, so viel weiß ich noch. Ja, ist gut. Spot ist vollkommen unmusikalisch. Darum hat Ben auch die Nummer mit den Hupen gestrichen. Kannst du das hier gebrauchen? Ich wüsste nicht wofür. Alle aber... Oh Mann. Blumen sind wirklich zu überhaupt nichts zu gebrauchen. Außer vielleicht, um darauf hinzuweisen, wie zerbrechlich und vergänglich das Leben doch ist. Puh. Na, dann gehen wir mal zum Chef hier hoch. Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem Wohlver... Ja, Hallo ja, nochmal. ich- Was willst du noch? Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Hey! Das sieht aus wie Fabrikeigentum. Ich hoffe, du läufst hier nicht rum und lässt irgendwelche Sachen mitgehen. Nein, das muss ein Zufall sein. Wehe, wenn doch. Ich beobachte dich. Ich will nicht nachzählen, aber meiner ersten Schätzung nach verfügt das Tier über deutlich mehr Zähne. Oh Mann. An deiner Stelle würde ich Carrick nicht reizen. Kinderhände sind seine Leibspeise. Leg sie doch einfach wohin. Wirst du wohl aufhören, an meiner Einrichtung herumzuwerkeln? Das sind alles Sammlerstücke. Wirst du wohl aufhören? Das sind alles Sammler... Mann. Bist du musikalisch? An deiner Stelle würde ich Carrick nicht reizen. Kinderhände sind seine Leibspeise. Nein, das passt hier nicht. Ah, ich bin überfordert. Ach nee. Nein, das passt hier nicht. Lieber nicht. Ah. Wirst du wohl aufhören, an meiner Einrichtung herum... Das sind alles Sammler... Nein. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Warte mal. Ach nee, ich hab die Leiter ja gar nicht. Shit. Also ich hab die Leiter schon, aber... Die mache ich jetzt... Nein. Das lege ich hier besser nicht hin. Ich will nicht, dass es in Rubens Sammlung übergeht. Die soll ja auch nicht in Rubens Sammlung übergehen. Die soll... Ah, ich bin überfordert. Er kann es einfach nicht. Auf keinen Fall. Ich kann mir schöner, wenn ich mich recht erinnere. Pure Zeitverschwendung. Ah, ich bin überfordert. Nicht nötig.
Irgendwas muss ich doch noch machen, Mensch. Das lege ich hier besser nicht hin. Ich will... Wirst du ja nicht hinlegen. Ich sollte lieber nicht zu viel Lärm verursachen. Ich will Ruben nicht wecken. Ist doch gar kein Lärm. Dafür bräuchte ich eher eine Art Musik. Nee. Das lege ich hier besser nicht hin. Ich will nicht... Oh Leute, gib mir doch einen Hinweis. Ich hänge gerade. Mäuse bevorzugen die Dunkelheit. Kluge Tiere. Was bringt mir das jetzt, eine Maus mit der Hose zu kombinieren? Das ist so verrückt. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt ausprobiere. Möchte ich wirklich in einer Welt leben, in der so eine Aktion von Erfolg gekrönt ist? Alter, wie... Nee, Spaß. Nee, kein Spaß. Jetzt habe ich die Hose und jetzt? Ist das da etwa Opas Hose? Wer hätte gedacht, dass ich die noch mal wiedersehe? Ja, das ist Opas Hose. Warum sollte ich das da reinstecken, damit es anschließend nach Maus riecht? Ja. Dafür bräuchte ich eher ein... Das erinnert mich an diesen furchtbaren Sketch, den Opa früher immer aufgeführt hat. Er brauchte dafür einen Taktstock, eine Kerze und etwas Magnesiumpulver. Ich war erst 4 Jahre alt, aber ich weiß noch, wie sehr ich mich immer geschämt habe. Pure Zeitverschwendung. Mann. Keine Chance. Da fehlt kein komplizierter Mechanismus. Was kann ich denn jetzt mit der scheiß Hose tun? Ja, Hosen. Hose in Flammen versetzen. Ich weiß nicht warum, aber ich versuch's einfach. Wozu? Die Statue hat nicht mal Beine. An! Spot braucht kein Kostüm. Ich hatte ihm mal einen Umhang für die Nummer mit den Feuerreifen genäht. Es endet seitdem Ja, seitdem treten wir ohne Sommerreifen, Feuerreifen auf. Gute Nacht, Mama. Oh, Leute. Gute Nacht, Mama. Die Hosen waschen. Opas Hose ist wasserdicht. Sie schützt aber nicht vorm Ertrinken. Ich wette, Spot kann größere Blasen machen, aber ich bin nicht in der Stimmung, das auszuprobieren. Aber ich... Boah, also da, ich muss sagen, Teil 2 war ja irgendwie einfacher als Teil 1. Er hat vor kaum etwas Angst. Ich glaube, ihm fehlt die Fantasie. Das soll ja auch nicht Angst haben, das soll... Ne, den brauche ich... Oh Mann.
Na, Spot, wie habe ich das gemacht? Toll, Cedric. Super. Du bist echt der Größte. Oder auch nicht. Jo, kein Problem, Rocksplash. Ich bin aber immer noch in der Patrouille. Ich weiß immer noch nicht, was ich weiter tun sollte. Wie ist die da nur reingekommen? Ja, das willst du nicht wissen. Opas Hose hat lange genug rumgesessen. Ich glaube, sie will mal wieder die Welt sehen. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. So. Ja, dann Plan. Das Horn ist jetzt frei, aber verflucht der Asthma. Katastrophe, Katastrophe. Vielleicht, ich weiß auch gar nicht, doch. Wie kriegt man die Fabrik zum Laufen? Darf ich das mal sehen? Oh, eine famose Hose hast du da. So robust. Es geht doch nichts über echtes Segeltuch. Okay. Mann, ich weiß nicht mehr weiter. Nee, jetzt habe ich eine Hose. Wow, ich lebe noch. Juhu. Man sollte einfach grundsätzlich Sachen tun, ohne groß drüber nachzudenken und dann funktioniert das. Alter Schwede, hey. Nee, wer kommt denn schon auf so eine glorreiche Idee mit der Hose in dem Mund von dem Dings zu. Ja, bei der Werkbank, da brauche ich aber noch das Gegenstück. Von dem Zahnrad. Ansonsten kann ich nichts Vorsicht, brauchen. da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Ja, dann nimm ihn doch. Den sollte man mal bei Gelegenheit zurück ins Holz schlagen. Aber ich mache das jetzt lieber nicht. Ich würde nur Ruben aufwecken. Ups, Vorsicht, da guckt ein... Und nimm doch jetzt den Nagel, oder nicht? Ups, Vorsicht. Ja, ist gut. Ich hab verstanden. Ich nehme mir nur eine einzige. Bei dem Haufen wird das ja wohl kaum auffallen. Wow, meine eigene Perle. Und sie gehört nur mir. Das ist das Wertvollste, was ich jemals besessen habe. Das nennt man Diebstahl. Eine reicht mir. Ich glaube, ich habe die schönste von allen erwischt. Lol, jetzt ist er noch. Gläser. Eine reicht mir. Ich glaube, ich habe die... Ja. Kennen wir ja schon. Das sind jetzt wohl nur noch 9.999 Perlen. Ich sehe kaum einen Unterschied. Das ist jetzt wahr. Wieso quietscht es nur so seltsam? Aber warum quietscht es jetzt momentan? Hallo? Seltsam. Mäuse quietschen anders, oder? Ach nee, nur ein bisschen. Das Ich weiß, was das ist. Dafür bräuchte ich eher eine Art... Ja. Ich weiß, was das ist.
Das Quietschen hat eine seltsame Melodie. Hm. Taktstock. Warte mal. Das Quietschen hat eine seltsame Melodie. Hm. Nicht? Hätte ja sein können. Also hier kann ich hier... Okay, und wenn ich jetzt überall die Lichter ausmache, könnte doch der Vogel nach unten kommen. Eventuell. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ich versuch's einfach mal. Das mit den Kerzen muss auch irgendwie so ein Trick sein. Dass du das irgendwie nicht von oben nach unten machst, sondern von unten nach oben, dass die Kerzen ausbleiben oder so. Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Oje. Ja, tut mir leid. Das ist der Vogel. Das war der Vogel. Ne, das ist immer noch der Vogel. Und das war eine Eule. So. Gute Nacht, Mama. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich was bringt. Gute Nacht, Mama. Ah, warte mal. Wenn wir schon hier unten sind. Die Statue sieht nicht so aus, als würde sie sich mit einer Perle zufrieden geben. Die versenke ich lieber nicht im See. Sie könnte von einer Auster gefressen werden. Tada. Na, absolut kein Problem, Rocksplash. Ich verstehe, das ist ja auch schon spät. Und ich bin ehrlich gesagt auch müde, aber irgendwie reizt mich das Spiel einfach zu sehr, um weiterzukommen. Aber ich bin dir auf jeden Fall gar nicht böse, wenn du meinst, ich sei jetzt böse, weil du schlafen gehst und so weiter. Nee, Quatsch. Kann ich durchaus verstehen und du hast auch vollkommen recht. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf gut und danke noch fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, du hast immer wieder Spaß bei mir. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann sogar mit Life of Strange. Ist ja auf Deutsch, habe ich gesehen. Tschüssi. So, und wie kriege ich jetzt das Quietschen weg? Die lege ich nicht zurück. Sie gehört jetzt mir. Hallo? Seltsam. Wieso quietscht es nur so seltsam?
Um das Quietschen zu reparieren, bräuchte ich wohl eher Öl, oder? Seltsam. Nee, du brauchst kein Öl, du brauchst... Um das Quietschen zu reparieren, bräuchte ich wohl eher Öl, oder? Seltsam. Um das Quietschen zu reparieren... Seltsam. Nee, Mann. Ich dachte echt, jetzt wäre ich so weit, dass ich weiter würde kommen, aber... Nee. Lieber nicht. Ich wette, das Tier kann die Perlen wittern. Wenn ich die Perle irgendwo verstecke, dann sicher nicht direkt unter Rubens Nase. Wenn ich die Perle Ja, ja. Ist klar. Ich könnte sie aber... Ich könnte den Diebstahl Bando in die Schuhe schieben. Das wäre zwar lustig, aber unter meinem Niveau. Kacke. Ah. Also zur Zeit ist es echt extrem. So. Ich habe keine Ahnung warum, aber... Nein, das Zahnrad ist kaputt und nutzlos, wie ich. Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber ich glaube... Die Perlen haben ihre ganz eigene Musik. Man kann sie regelrecht funkeln hören. Die Perlen haben ihre ganz eigene... Man kann... Ja, ja, ja. Moigitigit. Pure Pure Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, ja, ja. Pure Zeitverschwendung. Nur kleiner Hinweis, wäre voll nice. Ich behalte die Perle lieber als Andenken bei mir. Sie war der erste Coup in meiner Karriere als Langfinger. Was hast du da? Eine Perle? Ich hoffe für dich, dass es keine von Rubens Perlen ist. Er würde durchdrehen, wenn er merkt, dass ihm eine fehlt. Der merkt doch das nicht. Das heißt, warte mal. Oh, ich muss los. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Jetzt ist er wahrscheinlich ein bisschen intelligenter geworden und ist ihm aufgefallen, Moment mal, der Ruben ist ja der Einzige, wo... Na komm. Komm runter. Weil hier leuchten komischerweise die Kerzen nicht mehr. Nicht noch einmal. Ich habe Bando schon genug Ärger eingehandelt. Okay, das ist neu. Ich behalte die Perle lieber als Andenken bei mir. Sie war der erste Coup in meiner Karriere als Langfinger. Beim Das Horn? Horn benutzt man, indem man drauf so weit reicht. Ja. Siehst du diese Perle, Spot? Das ist deine Zukunft. Was? Deine Zukunft. Nicht noch einmal. Ich habe Bando schon... Ich meine, in der Fabrik ist es dunkel. Vielleicht...
Mann, oh. Auf diese Weise lassen sie sich nicht benutzen. Ich schätze, sie sind nur dafür da, um Leute zu beeindrucken, die keine Ahnung von Fabriken haben. Leute. Nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Er kann es einfach nicht. Er will es nicht können. Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Wie läuft sie denn? Habe ich hier unten noch irgendwas? Bando! Hilf mir mal mit der Fabrik. Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Oh. Was sind das noch gleich für Vögel? Putzige Tierchen. Und sehr musikalisch. Ruben hat Angst, dass ihr Gesang Khalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Mulachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Ja, ich Bis verstehe später. halbwegs. Habe ich Bis das schon bald. versucht? Aber Ich denk weiß es dran, nicht. im wie ich. Ja. Habe ich das schon versucht? Ich weiß es nicht. Wenn mal kann ich... Das habe ich hier hingehängt, um die Glocke zu läuten. Reicht das etwa nicht? Doch, eigentlich schon. So, also runter an den Steg. So, hier machen wir mal das Licht aus. Gute Nacht, Mama. Und hier machen wir auch Licht aus. Gute Nacht, Mama. So, und jetzt 5 Noten und 5 Arme. 5 Noten und 5 Arme. ja 5 Noten und 5 Arme. Diese Statue ist wie ein Dirigentenpult. Leider fehlt das Ort. Mano! Dafür bräuchte ich eher eine Art Musikinstrument. Muss ich jetzt Noten suchen oder was? Den versenke ich lieber nicht. Er sieht zwar nutzlos aus. Mann, Lecker Papier. du sollst nicht essen, Mann! Du Klotz! Ich könnte den Diebstahl Bando in die Schuhe schieben. Das wäre zwar lustig, aber unter meinem Niveau. Die versenke ich lieber nicht im See. Sie könnte von einer... Die Statue sieht nicht so aus, als würde sie sich... Ich sollte mich erst über die Das gibt sonst nur... Ja, irgendwas. 5 Noten und 5 Arme.
Wozu bräuchte irgendjemand 5 Hände? Ich bin mit meinen 2 ja bereits überfordert. 5 Noten, 5 Hände. Mann, du sagst es doch schon. Weißt du, wo Kalida ist? Bemühe dich nicht. Wie soll ich denn... Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Diese Statue steht hier wahrscheinlich schon unberührt. Und das soll auch so bleiben. Mann, du bist so ein Holzblock. Die Kerze ist aus. Sie nutzt jetzt niemandem mehr was. So, Leute, ich bin auch langsam hinüber. Ich mache auch Feierabend. Ich komme momentan nicht auf den Weg. Und ja, ich denke, es ist besser, wenn wir jetzt einen Break machen. Jo, das nächste Mal schauen wir, ob wir weiterspielen können. Oder werden. Mal schauen. Auf jeden Fall danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Ausgang und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.